über Derbichtsvisit a Kanada. Ja, Merci, Herr Präsident. Ja, wir haben es bewährt, dass der Premierminister ich an Kanada war, und an einem Ort den Premierminister de Marcani begegnet, den ist ja nach 4 Wochen begeistert hat man singen aus und über die Zukunft von den transatlantischen Beziehungen. Und ich wollte dafür profitieren von der Präsenz vom Premierminister für uns froh für die Chambre auch schon zu informieren über ja, was bei diesen Gesprächen kommt, rauskommt. Herr Präsident, ich wollte mehr Zeit mit der Chambre so, dass ich die Reise an Kanada bewusst an Kanada gemacht habe. An einer Zeit von starken geopolitischen Changementen ist es wichtig, dass Lützeburg Partner in der Welt hat, mit denen wir gemeinsam Werte teilen, an der auch eine regelbasierte Organisation von der Welt und die Prinzipien von der UNO-Charta geliefert. Und das ist ganz sicher der Fall bei Kanada. Lützeburg hat letztes Jahr am Kanada eine Ambassade abgemacht, was doch ein Zeichen war, dass wir die Relationen mit Kanada wollen vertiefen. Und dafür ist selbstverständlich über die Organisation von der Zukunft von Europa und der Welt geschwärzt. Und ich kann sagen, dass der Premierminister Kani ein pro-europäischer Nordamerikaner ist. Und dass es klar ist, dass wir den nordamerikanischen Block unter dem letzten Jahr nicht mehr als Block können nur gesehen, aber das ganz klar Kanada mehr pro-europäisch ist wie andere Teile von Nordamerika. Wir leben in einer stark transatlantischen Relation, die muss immer basiert sein auf unsere Werte, auf die Werte von Europa, die Werte von Freiheit und auf den Limiten von dem, was wir als Menschenrechte an Europa und an der Welt verstehen. Und das war auch der But von der Rede, die ich gehalten habe an Amerika, an den USA, ehrlich an Kanada gefahren sind. Wir wollen also die Partnerschaft mit Kanada vertiefen, aber das hat auch ganz konkrete Aspekte. Ich gehe nicht 3, 4 Beispiele. Das ist, dass wir den Dialog zwischen unseren Finanzplätzen vertiefen. Es laufen heute schon ganz viele Investitionen Richtung Kanada via das Lützeburger Ökosystem von der Finanzplätze. Das wollen wir weiter vertiefen. Und dafür werden auch in nächster Zeit die 2 Finanzministerinnen einen Akkord für ihren Finanzdialog zusammen aufmachen und unterschreiben. Wir wollen am Satellitenbereich mehr eng zusammenarbeiten, gerade auch im Kontext von der Herausforderungen, die sich stellen am Bereich von der Sicherheit und der Défense. Da kommen neue Herausforderungen meist zu. Wir haben ein paar konkrete Projekte diskutiert, wo Kanada eventuell mitmachen kann, für das wir Lützeburg an der neuen Sicherheitsarchitektur auch mit kanadischer Unterstützung und auch am Interesse von den Arbeitsplätzen zu Lützeburg und Lützeburger Ökonomie können vertiefen. Wir noch diskutiert die Möglichkeit von der Schaffung von einer multilateralen Bank, die am Bereich von der Sicherheit und der Défense ging aktiv gehen, weil wir wissen, dass wir ganz viel zusätzlich in den nächsten 10, 15 Jahren an die europäische Défense müssen investieren. Das schafft auch neue Arbeitsplätze, aber das braucht ganz viel Suchen an die aktuell sowohl Privatbanken wie öffentliche Banken haben nicht genug Mittel, für das alles zu stemmen. Und auch da will man mit Kanada zusammen gucken, was man den nächsten Monat können machen. Wir begrüßen noch, dass eine von den renommierten Universitäten von Kanada, nämlich die McGill-Universität, heute zu Lützeburg ein Masterprogramm für Management an der Finanzen absetzt ab diesem Jahr. Und auch das beweist, dass wir zusammen Talente formieren, die als Gesellschaft braucht, für weiter als Wohlstand zu assurieren. Kurzum, es war ein ganz produktiv Visit, und ich meine, dass wir wirklich am Kanada Partner haben, auf dem wir es können verlosen. So gesehen Kanadier, das habe ich das gesehen, was der Premierminister Kani nur als Visit am Kanada gesagt hat, und das würde ich heute mit dir teilen. Ich meine, das ist gut, dass wir innerhalb von der NATO einen historischen Alliierten haben, mit dem wir noch viel in der Zukunft können machen. Merci.